Manchmal frage ich mich, ob wir echt rückwärts in der Zeit momentan gehen. Hallo zusammen! Ich habe heute einen Gast bei mir. Ich bin Celine und ich bin da, weil ich auch queer bin. Ich bin eine lesbische schwarze Frau und ich weiss nicht, was man so ein bisschen über mich kann wissen. Ich tanze mega gerne. Das macht eigentlich so meinen grössten Teil vom Leben aus. Ja, und ich finde es mega schön, bin ich heute da. Also ja, wenn ihr von Winti seid und zwischen, ich weiss nicht, das ist 13 bis 18, kommt ins Ballettstudio, ich weiß gar nicht, wie sie heisst. Oh mein Gott. Winterthur Wasser, dort in der Nähe von dieser Haltestelle, ins Studio. Kommen wir vorbei. Give work to the queers here. Ja. Please. Wie heisst, wir haben heute ein Thema ausgesucht, oder ich gesagt, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, was ich sehr wichtig finde, über die momentane Situation in Ghana, oder? Und du hast auch ghanische Wurzeln, deswegen ist es vielleicht für dich auch ein bisschen mehr, ich finde es ein mega wichtiges Thema und auch für alle ein wichtiges Thema, aber ich denke, es ist auch nochmal ein anderer Bezug, wenn man zum Beispiel auch Familienmitglieder dort hat und durch das sich auch ein bisschen identifizieren kann mit den Leuten, die dort sind, oder? Ja, voll. Und vielleicht ist es einfach mal wichtig am Anfang zu sagen, was ganz genau los ist. Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, man redet wirklich zu wenig darüber. Ich sehe selber wirklich zu wenig darüber. Also weißt du, so, ja. Ich selber habe ein bisschen darüber gewusst, aber auch nicht in so Details, wie ich es jetzt nachgelesen habe. Und ich bin geschockt über die Details, die ich nachgelesen habe. Also es ist halt wie ein Gesetz, also es ist eigentlich ein Bill sozusagen, wo durchgesetzt wurde von den zwei grössten Partys im Moment in Ghana. Also das sind alles Sachen, die ich so ein bisschen von meinem Dad habe und wie ich mich selber drin gelesen habe. So, I hope I'm not saying anything wrong. Es ist, glaube ich, wie unter den Human Rights und Sexual Rights wird es halt wie so dort drin so ein bisschen plugged. Und es geht eigentlich darum, dass sie wollen, dass das Gesetz, das jetzt schon imstande ist, dass LGBTQ-Leute jetzt schon unter dem Gesetz halt illegal sind und jetzt schon bis zu 3 Jahre ins Gefängnis kommen, dass sie das eigentlich wie nochmal verschärfen wollen. Mit ihrem neuen Bill, wo ganz, ganz viele andere Sachen auch noch entheilen tut, wo halt Aktivitäten, die gay sind, gay sein, Leute aus dem LGBTQ-Raum unterstützen, Familienmitglieder, ÄrztInnen, die Surgeries performen für Trans-Leute, was ja mega, mega wichtig ist. Und auch Landlords, die Wohnungen verteilen. True, das habe ich auch gelesen. Also Wohnungen vergeben an LGBTQ-Leute, die kommen alle ins Gefängnis. Ja, voll. Ich habe auch schon gehört, dass zwischen auch Journalisten, die darüber berichten wollen oder wie es die Leute betrifft, dass die halt auch assoziiert werden mit der queer Community und durch das auch können halt Strafen bekommen, also auch Gefängnisstrafen. Was ich halt krass finde, weil auf eine Art wird dann halt die ganze queer Community halt auch gemutet. Ja. Oder? Nebst dem, dass es natürlich mega unsafe ist und eben Wohnungen ihnen weggenommen werden. Eben durch das, sie können sich auch überhaupt nicht fast laut werden darüber. Wie eben nur schon, wenn du sagst, ich bin das und das, also was in den Schirm gehört von den Queers, sagen wir mal. Ja. Nur schon, wenn du dich so identifizierst, kannst du halt verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. Und das ist halt das Krasse daran, ne? Weil es ist nicht mal eine Activity, sondern es könnte einfach nur der Blame sein, dass du queer bist oder du dich ausdrückst, als wärst queer oder, keine Ahnung, dich so verhaltest oder so. Was ein mega grosses Ding ist, ich glaube so in den Mädchenschulen und Bubenschulen, das sind jetzt sehr viele Gay Activities, die man dann kennt. Come on, they're asking for it! As usual. Und es ist, also, ich glaube, Leute wissen das. Und es ist nicht so ein grosses Ding gewesen, habe ich das Gefühl. Und ich weiss auch, es gibt auch gewisse Clubs und Zusammenkünfte. Es wird, glaube ich, einfach nicht so angesehen, wenn man halt mega fest darüber redet oder mega fest sich zeigt. Also ich habe letztens ein TikTok gesehen von 2 Männern, die, glaube ich, ursprünglich sind von England und haben eben Ferien gemacht in Ghana. Und sie sind in einem Gay-Club, haben sie sich geküsst. Und irgendwie ist das ganz, also ist das mega so umgegangen dann auch.
weil man das irgendwie nicht so macht. Also auch sogar in den Safe Spaces. Oh das mein nicht. Gott, crazy, ja. Aber es ist wie, es existiert schon. Und das ist halt jetzt alles so ein bisschen in Jeopardy halt. Ja, voll. Ja, voll. Man sagt ja auch, sie verschwindet immer mehr von der Bildfläche halt auch. Mit halt der Angst vor dem Gesetz. Ja. Weil eben, es ist jetzt eben noch nicht unterschrieben, aber es sieht sehr danach aus, dass es unterschrieben wird vom Präsident. Er sagt, er macht es abhängig von den Wahlen, also im Sinne von, wie die Bevölkerung steht dazu. Es hat natürlich auch Gegenstimmen, die jetzt nicht mega gegen sind, aber sind so, nicht ins Gefängnis, aber Konversionstherapien und so. Weil halt eben sonst recht viele Einnahmen halt darunter würden leiden, sei es jetzt Tourismus. Du hast gesagt, dass extrem viel Partying auch. Ja, mega fest. Also Ghana ist mega der Party-Spot. Und das ist halt auch, also dort passieren Sachen, oder? Und nachher bist du so, weiss nicht, ob man dann dort, also ich würde dann auch persönlich nicht gehen, weil ich hätte zu Angst, oder? Ja. Und es ist eben, wie auch beim Intro, das wir jetzt gewählt haben, halt wieder so, keine Ahnung, es ist 2024, wir alle langsam so, alle wissen, was eine Transperson ist, alle wissen, was eine non-binäre Person ist. Also ich habe jedenfalls so das Gefühl, oder? Weil ich auch in diesen Kreis verkehre, aber es ist einfach so schade, weil eben, es ist eine gewisse Sicherheit rum gewesen, nicht die vollkommene Sicherheit, aber es war rum gewesen, dass man wenigstens einen Club hatte, einen Gay-Club oder einen Ort, wo man sich treffen kann oder einen Song, den man hören konnte dazu. Aber so wird es halt, also es ist halt schon ein grosser Part von der eigenen Identität, besonders halt auch für Leute unter einem Transschirm. Es tönt halt low-key einfach wie so ein Witch-Hunt, was mega, mega schlimm ist, weil Leute werden sich halt gegenseitig anfangen accusen. Ich meine, sie werden einfach auch, das ganze Land wird einfach fett paranoid. Und ich meine, wir haben es, also ich meine so literally, ich meine, wir haben es im Witch-Hunt ja gesehen, sobald Leute Angst haben, sie handeln halt auf die kleinsten Sachen. Was halt das grosse Problem ist, dass wie auch der Duty to Report wird halt eingeführt. Das heisst, wenn man herausfindet, dass man etwas gewusst hat und es nicht reported hat, kommst du genauso ins Gefängnis. Ja. Das heisst, die Leute haben halt so Angst, dass sie selber ins Gefängnis kommen oder sonst irgendetwas, dass sie halt anfangen, auf Sachen zu handeln, die halt teilweise wahrscheinlich nicht mal der Wahrheit entsprechen. Unschuldige Leute ins Gefängnis kommen. Allgemein, so viele Leute ins Gefängnis kommen. Und es wird wahrscheinlich auch einfach violent as fuck. Ja, voll. So, kommt halt das Gefühl von der DDR wieder auf, so ein bisschen das Auge, das überall ist. Ja, mega. Weil das wird auch mega viel Distrust halt geben, zwischen in Familie drin selber schon, oder? Und im Freundeskreis, ich glaube, es ist extrem zersplitternd halt auch. Und wie du sagst, werden auf Sachen handeln, die vielleicht nicht mal stimmen, einfach aus Angst, halt selber darunter zu kommen, oder? Ja, voll. Und ich habe das Gefühl, was mega crazy ist, dass es wahrscheinlich die Community selber auch mega wird splitten. Weil es wird halt Leute geben, die die Entscheidung werden treffen, sich zu verstecken. Und es gibt Leute, die werden die Entscheidung treffen, das nicht zu machen. Und das heisst, auch in sich selber wird es mega, mega grosse Diskrepanzen geben, wie Leute das werden handeln und damit umgehen. Und es tut halt die Community im Allgemeinen einfach weaken. Ich meine, existieren tut sie so oder so, aber unter diesen Umständen wird es einfach mega schlimm. Auch wenn sie flüchten können aus Ghana, oder? Man nennt es immer so einfach Flucht, aber du verlierst halt extrem viel. Also, ja, du verlierst alles. Du verlierst halt wirklich alles. Und das einfach für wie du geboren bist. Es war nie eine Entscheidung gewesen. Und es ist halt einfach, es ist halt crazy und es macht mich halt auch mega traurig. Es sind halt wirklich Menschenleben, die auf dem Spiel stehen. Und einfach weil ein paar Leute extreme Glaubenssätze haben, oder? Ja. Und Werte. Und durch das werden Menschenleben wahrscheinlich gefordert mit dem. Sei es jetzt mit Strassenbrutalität oder Brutalität im Gefängnis selber oder Streit, die daraus entstehen und brutal können werden, Verfolgungen, Verschleppungen, auf der Flucht irgendetwas passiert, oder einem so mental auch wird belasten. Weil eben, du musst dich halt konstant verstecken, für wie du bist. Was mich einfach mega hässlich macht, ist, dass, du hast davon angesprochen, halt die zwei grossen Partys sind natürlich mega auch unterstützt von den zwei grossen Religionen, was halt der Christentum und der Islam sind. Und das sind halt zwei Religionen, die ins Land gebracht worden sind durch den Kolonialismus. Ich meine, die wenigsten, also eigentlich
keine Länder in Afrika sind wirklich eigentlich im Christentum aufgekommen, sondern das ist einfach mitgebracht worden im Kolonialismus. Queer sein ist inherently Teil von Afrika. Und dass das jetzt so dargestellt wird, als wäre es nicht so, oder als wäre es nicht schon immer Teil von uns gewesen, oder wie wir uns repräsentiert haben, ist einfach crazy. Und halt einfach mega, mega traurig. Ja. Eben besonders, weil eben die Stimmen vom Islam und vom Christentum sind so laut, obwohl sie eben auch, sagen wir mal, westlich importiert sind, nennt man es ja meistens vom ich habe so Mühe mit dem Wort. Sagen wir einfach westlich importiert ist. Ich wüsste, was für ein Wort ich sagen wollte. Ich habe einfach Mühe ab und zu mit Wörtern. Und dann bleibt man eben, dass queer sein unafrikanisch sei oder eben westlich importiert sei. Voll. Obwohl genau die Stimmen, die so fest hassend sind, gegen die Community, die eigentlich westlich importiert sind. Weil eben, es ist halt, besonders als Personen selber, die mit dem identifizieren, wir wissen, dass es nicht eine Choice war. Weil wenn ich den Choice hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht queer, weil es hat so viele Downsides. Ich schwöre. Die ganze Zeit, it would be so easy to not be queer, weißt du? So. Ja, etwas stupid, um das wählen. Ja, eben, es wäre stupid, so täglich Angst haben im öffentlichen Verkehr oder irgendwie amazing, Alter. Mach's mega gerne vor. I love it, weißt du, I love women, aber so trotzdem so, keine Ahnung, meine Safety ist mir halt schon sehr wichtig. Ja, schön. Und so ein bisschen Akzeptanz, aber nein. Ich schwöre, es hat seine Perks, ja. Ja, wäre etwas eigentlich so. Eben, das finde ich eben immer wichtig zu sagen, weil es eben keine Choice ist und Leute, besonders Minderheiten, diskriminiert werden für Sachen, die sie nicht gewählt haben. Blows my mind every time. So, wie kannst du nur für dich denken? Weißt du, so andere Personen. Ja. So, wieso musst du nur verstehen, was du selber erlebt hast? So ein bisschen halt sich in andere Leute einfühlen, auch wenn du selber privilegiert bist. Ja, so, einfach ein bisschen Empathy. Ja. Like, it's not that hard. So überall im Leben ein bisschen Verständnis anbringen. It just blows my mind every day. Und macht mich wieder so das traurig, hässig, immer wieder. Bin ich auch so, ach, I hate it. Ja. Man fragt sich immer, was kann man machen? Besonders wenn man sich eben so traurig, hässig fühlt, oder? Über das haben wir vordiskutiert und wir finden immer sehr wichtig, eben, zum darüber reden, oder? Wie jetzt auf dem Podcast, aber auch, wenn du mit KollegInnen unterwegs bist, dass du mit ihnen darüber redest. Weißt, es muss nicht immer der riesigste politische Diskurs sein, weil ich verstehe, das gehört einfach, manchmal will man auch Fun haben, aber es gibt auch manchmal Moments, wo man kann einfach miteinander ansitzen und sagen, Bro, das belastet mich im Fall mega fest. Also Ja, so. voll. Und das ist halt still happening today. Oder es ist mega aktuell und zwar auch überall auf der Welt. Also wie du schon gesagt hast, es ist mega, mega wichtig, einfach darüber zu reden. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema, weil wir leben halt mega so in dieser Bubble, wo man weiss halt, was man weiss und man geht davon aus, ja, die anderen wissen das im Fall auch, aber mostly die don't. Und deswegen ist es mega wichtig, Leute aufklären, vor allem Leute, die halt vielleicht halt auch nicht queer sind, weil ich meine, man weiss halt oft noch Bescheid, wie sie in anderen Ländern aussieht. Eben, wie du gesagt hast, er heisst so reisen gehen oder so. Ja, du musst halt schon ein bisschen Bescheid wissen. Aber sonst bist du meistens ein bisschen oblivious. Das heisst, darüber reden ist so, so important. Und halt auch Leute unterstützen, die aktiv Sachen machen. Also ich folge der einen Person, der einen Transperson, die mega viel aufklärerische Arbeit leistet, vor Ort und auch mega viel sich einsetzt. Die Person heisst Craziest Artist auf Instagram und es ist mega, mega lohnenswert zu folgen und auch zu spenden, weil die Person auch actually in Ghana wohnt, was sicher auch ein guter Punkt ist, wenn man halt auch weiss, wo sein Geld angeht. Du hast gerade angesprochen, check up on your people. Ja, voll. Und halt, mich trifft es jetzt halt mega, mega persönlich, aber auch sonst, ich habe das Gefühl, so, wenn ich auch von anderen Ländern höre, was dort alles gemacht wird und passiert wird, also du weißt es wahrscheinlich selber, es ist immer traurig, wenn du wüsstest so, okay, fuck, wenn ich jetzt nicht in der Schweiz wohne, sondern dort, wäre jetzt das und das. Es ist mega heavy und es ist mega belastend auch einfach. Ja, true. Und auch eben für dich mit Wurzeln, für dich wird dann auch eine Frage kommen, kann ich besuchen gehen? Weißt du, so, kann ich nochmal dort hingehen oder ist es für mich nicht safe? Und ich glaube, was auch schwierig war für mich dieses Jahr, ich habe es gar nicht erwähnt, aber ich war selber noch nie in Ghana gewesen, weil wir es uns halt als Familie nie leisten konnten.
Und jetzt wäre ich halt alt genug gewesen, hätte halt das Geld gehabt, um selber zu gehen. Und es war eigentlich auch legit schon in Planung gewesen, dass ich das Jahr gegangen wäre. Ich bin mega lang, ich habe gewusst, dass wie der Bill so in Diskussion ist. Und dann bin ich so gewesen, okay, let me go as fast as I can, bevor sich Sachen ändern. Und jetzt ist es halt schon durchgekommen. Und halt, mein Vater ist halt wirklich, also, ich glaube, im Moment ist es wirklich eine gute Idee zum Gehen. Was halt mega sad ist und ich auch nicht wirklich weiss, was machen. Weil das Problem ist halt, meine Großeltern sind schon verstorben, aber ich habe Geschwister in Ghana. Und sie sind auch beide jetzt schon über 30. Das heisst, dass sie Wellen haben. Und ich habe halt keine Ahnung, was sie denken, wo sie stehen. Und ich habe nicht ein mega enges Verhältnis zu ihnen, weil sie wohnen halt so weit weg und ich bin noch nie dort gewesen. Und sie folgen mir beide auf meinen Social Medias, wo ich nicht so subtle about it bin, that I'm gay. So, ich weiß nicht, was sie wissen. Und halt Fragen kommt nicht wirklich in Frage. So, I have no idea. Weil ich habe mir halt schon überlegt, theoretisch kann ich gehen und ich kann einfach nicht das Gleiche tun. Und mein Vater hat gesagt, ja, like, definitely don't talk about it. Aber wenn sie es halt wissen, that could change things. Aber ich habe es wie nicht wirklich herausgefunden. So, ich bin halt so ein bisschen low-key in einer prekären Situation, where I'm not sure what to do. Ja, voll. Ich habe mich auch wie noch nicht dazu entschieden, weil eigentlich bin ich very, very set an gewesen, um als erstes Mal in meinem Leben mein Heimatland zu sehen. Ja, voll, ja. Und jetzt weiss ich halt wie nicht mehr. Ja, voll, klar. Besonders, was wir auch vordiskutiert haben, wie viele Leute, wenn sie mitbekommen, dass eben der Staat sagt, das ist das, dann adaptieren sie einfach die Meinung vollkommen, weil sie so sind, so, die von oben haben es gesagt, also gesegnet auf eine Art, oder? Und so ist es jetzt, deswegen queer people are bad. Queer people need to be in jail, oder? Deswegen, auch wenn sie vorher vielleicht nicht der Meinung sind, können sie, dass es sich halt nachher geändert hat, mit halt dem Enforcement von der Bill, oder? Ja, voll. Mega fest. Und ich habe das Gefühl, mega viel machen so Sachen auch aus dem Vorwand von Liebe. Also ich meine, es gibt ja so viele Familienmitglieder, die andere Familienmitglieder halt eben zur Conversion Therapy schicken oder wahrscheinlich während outen dort, weil sie sind so, ja, eben, dann wirst du halt so auch gestratet, halt so eben in Conversion Therapy oder in Jail, it's gonna be great for you. Halt unter solchen Vorwand, das passiert ja jetzt schon überall. Ja, voll. Und ich weiss es auch nicht genau, aber ich kenne meine Familie zu wenig, um so Sachen einschätzen. Und ich nehme mal an, dass es so oder so passieren wird. Ja. Unter genau dem Vorwand. Ja, voll. Aber das ist so der Grund von Tough Love. So mega fest, ja. So dich erziehen mit Sachen, aber das ist aus Liebe passiert das. Und das könnte halt eben wirklich ein Menschenleben fordern, das kann wirklich deine mentale Gesundheit fordern, deine Sicherheit fordern. Ja, voll. Ich finde es definitiv mega wichtig, dass du auf mich zugekommen bist. Also finde ich wirklich mega gut, weil ich habe eben, wie gesagt, am Anfang ein bisschen gewusst, aber wirklich zu wenig. Und eben, es schockiert mich auch, wie wenig ich gewusst habe und wie wenig auf Art du auch findest zu einem gewissen Grad. Also ich habe gegoogelt und alles gemacht, oder? Aber auf eine Art, es wird dir nie so direkt vorgeschlagen. Ja, voll. Aber das passiert überall in Afrika. Also, dass die westlichen Länder so ein bisschen alles müssen, was in Afrika passiert, ist schon seit Jahren so. Also auch so Themen wie Sudan und Kongo sind ein sehr gutes Beispiel für das. Wo halt Leute auch lange nicht gewusst haben, was passiert, obwohl das jetzt auch schon seit 30 Jahren läuft. Vielen Dank, dass du das mir vorgeschlagen hast, mich auch informiert hast damit. Und somit auch ganz viele andere Leute. Und dass du natürlich auch vorbeigekommen bist, um mit mir aufzunehmen. Wir haben vorhin so ein bisschen darüber geredet, so, was man so ein bisschen machen kann. Und was ich mega, mega wichtig ist, in solchen Situationen fühlt man sich mega schnell halt allein. Und ich meine, wir als Queer Community kennen das man fühlt sich mega schnell allein. Deswegen ist es also wichtig, dass wir unsere Clubs haben, unsere Vereine und alles. Und ich habe das Gefühl, so für queer people of color und dann auch noch female oder so Finta, ist halt mega, mega schwierig, irgendetwas zu finden. Also, I know of nothing. If you know anything, let me know. Aber ich habe wie mit einem Kollektiv, das Café Revolution in Bern, gehen Sie googlen, bin ich in Planung, eine Eventreihe sozusagen zu gestalten für queer people of color, vor allem Finta. Und es wäre mega, mega schön, würde ihr auftauchen. Oder falls ihr irgendwie Friends kennt, die in das Spektrum hineingehen, let them know.
So, they have a place to go, wo man so ein bisschen mehr kann, eine Community aufbauen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du willst, darfst du das auch gerne sharen, zum Awareness spreaden. Und ja, vielen Dank, dass du da bist. Danke.